Als mehrspruchige Gesellschaft, also auf Basis von historischen Entwicklungen entstanden. Historische Entwicklungen am Bereich von der Migration, aber auch von der ökonomischen, sozialen Transformation vom industriellen Lützeburg zu einer Denkschlichtungsgesellschaft, sogar mit einer teilweise stärker internationaler Prägung. Der schnelle und radikale Wandel von der Lützeburger Gesellschaft seit dem Anfang von den 70er Jahren analysiert natürlich Nurwirkungen auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche, die eng mit der schulischen Ausbildung zusammenhängen. Immer mehr Leute aus dem Ausland kommen nach Lützeburg, ob das sich noch enger erbischt. In immer mehr großen Undeel von Kinder mit Migrationshintergrund, wie so schön seht, integrieren unser Schulsystem an. In immer mehr großen Prozentsatz von Kinder, die Schwierigkeiten beim Lehren von den Fremdsprachen an unserem Schulsystem. Als ein Service Public soll also die soziale und ökonomische Integration von den allen an neuen Anwohner fördern, stärken, indem sie so viel wie möglich an den Bereich von der Education investiert, an einen großen Wert auf eine qualitativ hochgeschätzte Ausbildung vom Edukationspersonal an den Auszubildenden legt. Das ist ein Gesetzesprojekt, zielt dann die richtige Richtung, mit dem Ansatz, qualitativen Referenzkader aufzubauen am Bereich von der Entwicklung von mehrsprachigen Kompetenzen bei den kleinen Kindern von 1 bis 4 Jahren. Dass den Accent beim Apprentissage vom Lützeburgischen als Integrationsspruch leitet und damit als Sprungbrett für weitere Fremdsprachen zu lehren kann, dingen, also auch eine gute Initiative. Die Forderung, dass der Kinder hier Mammelspruch an dem selbst Kontext valorisiert und weiter gestärkt gehen kann, den nicht unterstützen, weil er doch wissenschaftlich bewiesen ist, dass die Maîtrise von der Mammelspruch eine Voraussetzung ist, für sich weiter Sprachen unzueignen. Bislang gouf am Bereich von der nicht formellen Education kein Referenzkader für sowohl die pädagogische Ausbildung vom Personal wie pädagogische Mittel, die können angesetzt gehen, für die Kinder hier sprachliche Kompetenzen zu optimisieren. Leute, die als wissenschaftliche Experten am Bereich von der multilinguistischen Pädagogik schaffen, auf ihre Etude regelmäßig dem Edukationspersonal ihre Methodik observieren gehen, haben festgestellt, dass die verschiedenen Strukturen von der Kinderbetreuung ganz verschieden und die multilingual-pädagogische Methoden rumgehen und umsetzen und dass es an verschiedenen Etablissementen ganz gut klappt und an anderen gut nicht, je nach Kompetenzen vom Personal, den du hast. Wir meinen, dass dieses Projekt de Loi mit der Ambition, Sprachkenntnisse von allen kann frei zu fördern, an ihnen damit die möglichst höchsten Chancen auf eine Reussit an unserem Schulsystem zu bieten, nehmen dann löwenswert das, wenn er nicht, wie es lo der Fall ist, über die Knie gebracht wird. Die richtigen Leute wären an unseren die Leute, die als Forscher heute in Lützeburg tätig sind, selber Erfahrungen am Lützeburgischen Edukationssystem gesammelt haben, zum Beispiel als Enseignant oder auch angeschult waren. Bei der Entwicklung und Vermittlung von multilingualen pädagogischen Methoden geben das Forscher Terra mit dem Edukationspersonal eng zusammen schaffen. Das ist auch schon der Fall bei Forschungsprogrammen ob der Uni Lützeburg, die zwar vom Ministerium finanziert wird, mit zum Beispiel nicht an die Entwicklung von Pilotenprojekten mit angebunden gehen. Ich komme noch nach ob das Problem vom Zeitmangel zurück. Das Umsetzen von diesem Projekt de Loi setzt ein Umdenken an eine Erneuerung von den Kompetenzen vom Edukationspersonal voraus. Das braucht viel Zeit, viel mehr Personal, wie die angekündigt 10%, und noch viel mehr Formationsstunden, wie 32 Stunden auf 2 Jahre verteilt. Eine lange Formation kontinue für das neue Sprachprogramm umzusetzen, muss auf lange Dauer und intensiv vom Integrationspersonal besichtigt gehen. Und auch die Administrativförderungen und dasselbe Personal, die noch dabei kommen, sind in diesem Fall englascht. Eine bessere Arbeitsabteilung durch mehr Personal und noch mehr Investimenten und Erweiterung von den Infrastrukturen sind also nötig. Madame Präsidentin, ich meine, offensichtlich sind wir uns heute nicht unbedingt eins, wer das Service Public ist. Dursen wird die Aufschaffung von universellen Rechten, die alle Bürger garantiert kriegen durch Stafferung, demals von der sogenannten sozialen Selektivität, die wir lieber als die Linke als asoziale Selektivität bezeichnen. Am Platz massiv öffentliche Strukturen auf Beine zu setzen, die Privatstruktur geschaffen, sie sind teilweise wie Champignons aus dem Boden gesprungen, an der aber durch Checkservice von der Allgemeinheit finanziert gehen, wo aber Qualität nicht gesichert ist und dafür Referenzkader heute müssen geschaffen gehen. Das Leben also eindeutig mehr kompliziert gemacht, nicht mehr als Spurgeren.
Domada hätte man bei der Kannerbetreuung ganz kompliziert Kalküle vermieden bei der Checkservice Accueil, die dat solle kompensieren, wat der Staat versicht iwwer 1,5 Mond zu spuren. Die Leute schaffen heute zu Lützeburg, als sie kotisieren. Dafür sollen sie auch Recht tun für einen richtigen Servicepublik, für eine Kammerbetreuung, wo nicht klänglich gerechnet wird, für ein Maximum zu spuren, da wo die Spurlogik nicht verloren wird. Zum Schluss noch ein Remark zu der restriktiven Nutzung von den Checkservice Accueil, was Frontalien betrifft. Weil die haben nämlich theoretisch auch ein Urrecht auf die Sozialdienstleistung, weil sie auch hier bei uns am Land schaffen, kotisieren, aber sie können aber in der Praxis nicht davon profitieren. Das ist nämlich so, dass Frontalien aus praktischen Gründen kann da, wo sie wohnen, auch an Krieg oder so eine Betreuung gehen, vielleicht weil sie nicht mit ihrer Kanne am Stauwelle stehen, wie sie auf ihre Arbeit. Den anderen Problem ist, dass kaum eine Kannerbetreuungsstruktur auf Frankreich, Deutschland oder der Belgien Mittel hat, die Lützeburgische Förderungen und Prestataire von der Checkservice Accueil erfüllen. Kompetenzen für die Lützeburgische Referenzkader an die Formationen, die damit verbunden sind, an einem anderen Land können umzusetzen, leider ja nicht beim Lützeburgischen Staat. Das heißt, wir sind weiterhin als die Linke der Meinung, dass wann von der sozialen Selektivität geschwärzt wird. Wirklich geht, dass das ein richtiger Fehler war und dass das sich ein Mittel ist für universelle Rechte und universelle Dienstleistungen los aufzubauen. Das hat nicht die heutige Regierung erfunden, das war schon die vorherige Regierung. Ich meine, wir sind als die Linke die einzig nach der Meinung sind, dass ein richtig moderner Staat einen richtigen Servicepublik braucht, weil wir sind in der absurden Situation, dass wir weiterhin öffentlich Gelder geben, auch private Strukturen, die nicht öffentlich sind, wo es schwer ist zu kontrollieren, und noch sogar, wenn ich versuche, gute Reformen zu machen, wie die heute am Usatz vielleicht eine gute Reform ist, da kann ich das trotzdem nicht hinkriegen. Die sind an einer Logik, die will einfach nicht verstehen, dass es eine Logik gibt, weil sobald ein vom Servicepublik aufkommt, da können den an Deivelskirchen, und da kriegt den nicht mehr so richtig kontrolliert. Dafür, aus den Ungerechtigkeiten, und noch die Ungerechtigkeiten, sowieso, die machen, was Frontalien angeht, aus diesen Ursachen werden wir als bei diesem Projet de loi enthalten. So nicht, merci. Eh bien. Merci dem Herr Werner. Schon noch kein Deputiert mir angeschrieben. Ich gebe dann direkt dem Herrn Juren, dann Edukationsminister Claude Meist wird gehen. Herr Minister, die Wort.